funktioniert. Ach, toll. Ganz, ganz toll. Sehr gut. So wie es ausschaut, könnte es sein, dass ich jetzt bei YouTube online bin. Dann sage ich jetzt schon mal herzlich willkommen und viel Spaß bei meiner heutigen Cutting-Session. Und ihr habt es eigentlich wahrscheinlich schon gedacht, das ist bestimmt wieder irgendein Versuch. Es ist irgendein kranker Versuch vom lieben Corby, dass halt irgendein Bullshit passiert. Ähm, ja, wer nämlich die Woche dabei war, bei unserem Kassettenschmerz am Donnerstag, hat nämlich gemerkt, hey, der Korbi ist scharf und dann auf einmal, hey, der Korbi ist weg und der Kani auch gleich mit dazu. Das war natürlich scheiße. Da ist schon der erste im Chat. Moin Moin an den Jojo. Wir probieren nämlich momentan ein paar Einstellungen aus und das mache ich halt auch. Wir haben nämlich jetzt wieder unsere alten Einstellungen und da habe ich mir dann gedacht, was mache ich denn mit euch? Weil nur ein Test live starten ist natürlich nicht so cool. Und deswegen habe ich mir gedacht, heute mache ich was, da haben mich schon ein paar Leute danach gefragt, ob ich das mal machen kann und ich schneide halt live. Also jetzt nicht das, was ich hier aufnehme, sondern tatsächlich Erfolge, die wir aufgenommen haben, und zwar die über Lex. Und dazu erst einmal, boah, Leck, da geht's voll ab im Chat. Ja, guten Morgen, hallo. Ähm, Erst einmal herzlich willkommen an alle, die vielleicht neu dabei sind, weil vielleicht ist es so oder so interessant für viele, die überlegen, hey, ich möchte einen Podcast machen, was muss man denn da dann schneidetechnisch machen können? Und da verzeihe ich halt ein bisschen was dazu. Deswegen, für die, die auf einen anderen Weg hierher gekommen sind, hi, ich bin der Corby, ich bin Mitmoderator bei Viva la Movilusion. Ihr seht jetzt gleich einen voll kranken Trailer, den wir mal gemacht haben. Genau, es ist super cool. Das ist unser alter Trailer. Wir haben jetzt dann bald einen neuen, den hat der Kani entworfen und gemacht. Da freuen sich schon alle sehr, sehr drauf. Und jetzt switche ich aber schon mal auf den Screen, den ich euch heute teile. Und ich hoffe, der wird scharf übertragen. In meinem Test war das nämlich ein bisschen unscharf. Es ist aber eigentlich unrelevant, weil ich werde einfach ein bisschen was dazu erzählen. Viva la Movilusion hat gestartet vor 4 Jahren und wir haben dann damals gedacht, es ist schlau, wenn ich das alles schneide, weil ich habe schon viel Erfahrungen gehabt mit Videoschnittprogrammen. Und ich habe dann angefangen, dass ich mit Videoschnittprogrammen unseren Podcast schneide und das war nicht so geil. Deswegen habe ich mich dann irgendwann umgeschaut und habe dann Studio One gefunden. Und Studio One ist prädestiniert für so ja, Audio-Tonspuren. Und da gibt es zum Beispiel mittlerweile auch Voreinstellungen für Podcasts. Jetzt zeige ich das jetzt mal ganz kurz, bevor ich jetzt da in die Tonspuren reinhüpfe. Wir haben hier verschiedene Tonspuren. Einmal grün für halt alles, was da Musik ist. Das heißt, da ist dann das Outro und das Intro drin. Das Intro seht ihr jetzt gerade hier schon. Und blau, das sind halt dann die Typen, die halt dann reden. In dem Fall der Kirby und der Mike. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben und schon wissen, was wir in dem Podcast machen, es geht halt um die Überlex. Also ihr werdet halt einen Teil von der Überlex hören, nicht alles, ich bin ja nicht blöd, sonst stellt sie ja gar nicht mehr dann ein, wenn das nächste Woche rauskommt. Deswegen habe ich am Donnerstag schon vorgeschnitten. Aber nichtsdestotrotz erkläre ich das jetzt mal ganz kurz. Ähm, Bei Grün haben wir ein paar Voreinstellungen drin, die halt die extremen Höhen dämpfen und halt dann schauen, dass alles in so einer Standard-Lautstärke ist. Also mit Standard meine ich halt so in einer gewissen Höhe, wo es normalerweise bei Liedern exportiert wird. Das ist für mich sehr, sehr praktisch, weil ich werde an diesen Tonspuren, die ihr jetzt seht, also jetzt beim Opening, nie was ändern, weil das ist immer meine Orientierung, wie die Lautstärke von den normalen Tonspuren dann ausschauen soll. Weil ihr seht es jetzt hier vielleicht schon an den Ausschlägen. Ich versuche da mal kurz ein bisschen näher ran zu zoomen. Ähm, Das hier, was hier gesprochen wird, ist viel, viel höher wie das, was man hier bei dem Intro dann am Ende sieht, weil das hier eben ausfadet. Und das ist für mich immer so das Zeichen,
weil ab hier wird ungefähr dann Viva la Mobilisation gesprochen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, dass ich dann praktisch nach ein paar Sekunden starte und praktisch diesen Effekt nicht komplett ausnutze. Ich lasse das nicht am Ende absolut ausfaden, dass ich halt dann eigentlich mit Stille starte, weil da steht keiner drauf. Mir war es am liebsten, wir hätten immer Publikum und die daten dann hier völlig ausflippen und jubeln und dann geht es halt praktisch los. Und das mache ich beim Outro ähnlich. Und das Outro, das endet lauter, als es beginnt. Also da ist es eigentlich genau umgedreht. Wenn wir jetzt da mal uns den Anfang anschauen beim Intro, das startet halt schon mal mit einer vollen Lautstärke. Gut, was bei dem Effekt jetzt nicht ganz so auffällt. Aber da. Und fadet dann am Ende aus. Das heißt, manchmal passiert es mir, dass ich zwar die Tonspuren hier schon lauter stelle, weil ich kann euch jetzt das mal zeigen, wie das beim Mic normalerweise ausschaut, beziehungsweise das mache ich anders. Das lösche ich jetzt gleich nochmal dann komplett. Aber ich ziehe jetzt mal die frische Tonspur vom Mike rein. Dann seht ihr, wie extrem leise der Mike redet. Und ich hoffe, er schaut sich das vielleicht an und geht dann in Zukunft näher ans Mikro. Jetzt seht ihr mal da den Unterschied. Also das da ist die normale Lautstärke von Mike und so muss man das dann verstärken, dass man Mike vernünftig hört. Genau. Bei der blauen Tonspur, da gibt es immer ein paar Standardeinstellungen mit dazu, die speziell für die Stimme ausgelegt sind. Und das ist bei uns bitter nötig, gerade bei mir, weil ich, wenn ich eine normale Aufnahme habe, immer sehr nasal klinge. Das tut der Kani zum Beispiel auch. Was heißt nasal? Das klingt pervers, aber das bedeutet einfach nur, es klingt so, als wenn einer die ganze Zeit die Nase so leicht zuhalten hat. Das ist halt jetzt zum Beispiel bei so einer Streaming-Live-Aufnahme vielleicht nicht ganz so ersichtlich, weil da teilweise ein paar Mixer schon mit drüber laufen. Aber eben, wenn wir da was beim Podcast machen, dann ist das schon notwendig, dass man das dann nochmal ein bisschen, ein bisschen bearbeitet. Ansonsten da auch nochmal das gleiche mit Fat Channel, Limiter und lauter solche Geschichten. Das ist bei Studio One halt echt cool, weil das voreingestellt ist. Und da muss man eigentlich relativ wenig machen, eben außer, dass man dann die Tonspurenlautstärke einstellt. Ich habe jetzt vorhin die eine Tonspur mal reinzogen gehabt. Das ist normalerweise so, wenn wir aufnehmen, wir nehmen über Riverside auf, das, was ich jetzt gerade übertrage, dann haben wir alle gleich lange Tonspuren. Das ist super praktisch, weil ich dann im Prinzip echt immer nur alles hier vorn reinklatschen muss und dann von vorn starten kann. Ich weiß dann ungefähr, schon bei den Ausschlägen, okay, hier wird ein Intro gesprochen, dann schneide ich den vorderen Teil weg und dann schneide ich praktisch von links nach rechts so weiter durch. Was halt da ein Thema ist, dass ich halt dann aufpassen muss, dass wenn ich jetzt hier irgendwas verschiebe, dass ich halt dann darauf achte, dass dann die hintere Reihenfolge gleich bleibt. Aber das sehen wir jetzt dann, wenn wir dann ein bisschen schneiden. Und bevor ich jetzt in die Minute 28, da habe ich nämlich aufgehört, hinhüpf, vielleicht dann noch ein bisschen zur Erklärung, wie das andere Podcasts machen, weil das ist für mich natürlich auch immer super interessant, weil das viele nicht glauben können, wieso ich eigentlich immer so lang brauche, bis ich da so eine scheiß Folge schneide, eine schöne Folge schneide. Es gibt Podcasts, die nehmen diese Tonspuren, machen das gleiche, was ich gerade erklärt habe, ballern praktisch alles vom Intro weg, hauen das Musikstück hin, springen ans Ende, hauen das Outro drauf und exportieren das. Da ich aber einen gewissen Anspruch habe und also meine lieben Mitmoderatoren sich mittlerweile auch mit dran gewöhnt haben, dass wenn man halt mal einen Versprecher hat oder wenn halt dann einer laut irgendwas macht, also hustet, sie räuspert, rotzt, der Kani rotzt da immer sehr gern, dann ist das kein Problem, weil dann kann man das ja praktisch rausschneiden.
Aber wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen drüber gehe, man sieht halt, das ist halt dann ein bisschen Kleinstarbeit und zum anderen ähm, anstrengend über die Dauer. Aber ja, es macht da ganz oft Spaß, gerade eben, wenn es die Themen sind, die ja Spaß machen. Sagen wir mal, da geht es ja bei unserem Podcast da hauptsächlich drum. So, aber genug erklärt jetzt mal von Anfang. Jetzt seht ihr jetzt mal, was ich da schon alles geschnitten habe. Und ich springe hier zur Minute 28:55, da habe ich mich aufgehört. So, wie funktioniert das jetzt, wenn ihr da so drüber höre? Weil ihr seht jetzt da schon, okay, da kann man freie stellen. Das kann ich zum Beispiel jetzt schon wegschneiden, weil ich weiß, okay, da wird ja eh nicht gesprochen. Und das machen halt Full Podcasts auch schon nicht. Ähm, Ich habe halt festgestellt, okay, allein so Heizungsgeräusche oder wenn du halt dann im Hintergrund irgendwie leise einen Fernseher hörst, weil im Nebenzimmer halt gerade was angeschaut wird oder so, das ist mega störend, wenn du halt dann den fertigen Podcast hörst. Und das fällt mir halt natürlich dann auch auf, wenn ich hier am Schneiden bin. Aber das gibt es halt bei manchen Podcasts nicht, weil die aber vielleicht auch in einem Studio aufnehmen oder so und das machen wir halt nicht. So, jetzt schauen wir einfach mal drüber und dann seht nach und nach, was ich halt dann da wegschneide. Tratzt von Geister und so. Und da ist dann Sind der Sam und der Dean auch dabei? Ja, ich wollte jetzt diesen Supernatural-Vergleich gerade nicht bringen, aber es ist eine koreanische Version. Also es geht schon, es ist nicht so cool, aber dafür ist es ja eher so, ja, durch das, dass das so diese exotische Note hat. Also wir beim The Medium. Aha. Dass du da diese. Da habt ihr es jetzt auch gesehen, solche Geschichten mache ich halt dann auch, dass ich halt dann bestimmte Tonspuren auf Stellen hinschiebe, wo gerade nichts gesprochen wird. Weil sonst hast du halt immer die Überlappung drin. Das ist zwar, wenn es ihr euch mit jemandem unterhaltet, natürlich. Jetzt hören wir es uns mal kurz so, wie es ursprünglich wäre von der Aufnahme her. Beim The Medium, dass du da diese. Ist Geschmackssache. Ich finde es halt besser, wenn ihr mal denkt, okay, ich nutze hier praktisch diesen Luftholmoment vom Mike aus und setze halt dann da praktisch diese Zustimmung drin hin. Aber ja. Ah ja, ich muss gerade ein bisschen schauen, dass ich eigentlich im Chat natürlich ja abhole. Ich hab ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass schon so früh viele Leute wach sind. Daher, lasst uns mal kurz bei dem Moment. Ja, sorry Seppi, tut mir leid. Wie ist es für die, wenn du dann selber schmatzen hörst? Das hört man ja oft, dass die Leid das unangenehm ist. Also ich glaube, bei mir oder bei allen, die schon sehr früh was mit Medien gemacht haben, da ist es ein Stück weit wurscht, sage ich jetzt mal. Also ähm, das, das kenne ich von ganz vielen, die halt echt sagen, ja, okay, sie kannten das nie, weil wenn sie dann selber hören, das finden es dann mega peinlich. Das war am Anfang, wenn sie ja eigentlich die ersten Folgen bei uns hört, schon auch immer ein Thema. Auf einmal spricht dann der eine oder andere halt dann doch mehr Hochdeutsch, als er das normalerweise tut. Und das entspannt sie dann erst über die nächsten 10 Folgen. Das ist normal. Und ich glaube, das ist ja immer bei jedem Medium, was man dann irgendwie neu macht, normal. Also auch bei uns, das ist jetzt auch hier ein offenes Geheimnis, ich hoffe, der Kani schaut nicht zu. Der Kani hat zum Beispiel auch extrem viel Respekt gehabt, dass wir irgendwann einmal live streamen, weil er wollte das nicht. Oder allgemein, dass wir unsere Gesichter zum Podcast ja zeigen, das ist halt auch für jeden ein Stück weit erstmal Überwindung. Und ja, ihr seht es jetzt auch, wenn dann natürlich dann eine gewisse Zeit vergeht, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man halt dann mal allein aufnimmt und dann selber was veröffentlicht. Da müsst dann Kani bitte auch noch mehr dazu trizen, weil der zockt extrem viel und es ist ja immer sehr unterhaltsam. Der kann echt zuballern mit Content ohne Ende, aber er traut sich halt einfach nicht. Ihr müsst da viel fordernder werden, dass er das allein macht. So, dann schauen wir mal weiter. Rituale hast, das wo für uns Europäer halt total Da ist jetzt zum Beispiel so ein Ding, das habe ich ja in der Vergangenheit schon öfter gesagt, diese ganzen exotisch ist, was die da abziehen. Das habe ich am Anfang wirklich sehr
sukzessive gemacht, dass ich sämtliche Äs rausschneide. Das mache ich mittlerweile nimmer bei allen, weil ich finde, dass bestimmte Äs viel natürlicher rüberkämmern, wenn die drin bleiben. Also Ersatz macht dann teilweise vielleicht einfach mehr Sinn, weil man merkt, okay, der überlegt halt gerade. Was aber halt öfter vorkommt, und das schneide ich dann durchaus raus, sind irgendwelche Wortwiederholungen, das sind dann Sätze, wo die Äs überwiegen und solche Geschichten, das beizt sie halt dann raus. Es ist halt nicht der normale Exorzismus oder eine normale Austreibung, sondern da ist halt mit Tanz und Geschrei und allerlei, bedeutungsschwanger. So, sowas schneide ich raus. Es gibt praktisch, wenn man die Worte aneinander reiht, zweimal hintereinander ja. Es ist einmal ein Schmatzen mit drin. Jetzt sehen wir uns das einmal dann noch an. Ah ja, ich bin mir nicht sicher, ob ihr das so richtig seht. Ich schaue bei fast jeder Tonspur, dass ich diese Lautstärke vorn und hinten ein- und ausfaden lasse. Also was heißt faden für die Leute, die vielleicht nur nie sowas gemacht haben? Ausklingen, also ein- und ausblenden. So kann man sich das vorstellen. Und das ist also ein Ding, das verstehe ich einfach bei manchen Programmen nicht. Und für alle Adobe Premiere-Enthusiasten, ich glaube, da braucht man sehr viel schmerzresistent und Übung. Das ist da zum Beispiel komplett komplex in meinen Augen. Und hier hast du immer die Möglichkeit, dass du anhand von diesen zwei Buttons die Tonspuren einfach schnell bearbeitest. Ähm, Früher gab es da auch noch die Möglichkeit, dass ich hier direkt in der Mitte diese Tonspur dann auch nochmal hoch und runter ziehen kann für die Lautstärke. Finde jetzt ich persönlich hier besser, dass das nicht mehr geht, weil das sehr schnell mal passiert, wenn du jetzt eben, wie wir es weiter vorhin gesehen haben und bestimmt weiter hinten dann erkimmt, mehrere kleine Tonspurschnipsel hast, die es halt dann einmal schnell umeinander ziehst. Weil dann kann es halt aus Versehen mal passieren, dass du die Lautstärke anpasst, und das ist halt blöd, wenn dir das vielleicht dann in dem Moment gar nicht richtig auffällt. So, jetzt hören wir uns den fertigen Schnitt nochmal an. Und da ist halt mit Tanz und Geschrei und allerlei bedeutungsschwangere Sachen, wie bei der Medium, wie gesagt, oder bei The Wailing. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den Effekt auch gemerkt habt, aber ich finde es halt dann viel schöner beim Zuhören, weil du hast einfach so einen Fluss drin. Es ist an manchen Stellen, wie schon gesagt, okay, wenn man natürlich dann einmal überlegt, oder es gibt ja bestimmte Kunstpausen, sage ich jetzt mal, bei Witzen, die lasse ich natürlich dann auch drin. Aber ja, ich finde es halt dann angenehmer, wenn man halt dann nicht merkt, okay, da waren jetzt 2, 3 Sekunden Pause, sondern ihr kriegt hier an der Stelle praktisch von uns den Service, ihr kriegt die geballte Unterhaltung am Stück. So eher geht's da in die Richtung. Nur, dass der Film brutal unterhaltsam ist. Er ist ein wenig so in 2 Kapitel einteilt. Am Anfang sagst du, dass eine Familie. Ja, das ist zum Beispiel komplett überflüssiges M. Hoffi. Das ist auch manchmal so ein Ding, das passiert mir, wenn ihr dann was rausschneidet und dann merkt, okay, Mist, die hätte es vielleicht doch drin lassen sollen. Aber bei 1,5 Stunden Schnitt, und ihr merkt es jetzt schon, wir nehmen jetzt gerade seit 20 Minuten auf, ihr habt wahrscheinlich seit 10 Minuten auch schon das Schnittprogramm offen, und wir sind noch nicht recht weit gekommen. Text sagt, dass eine Familie wird eben heimgesucht von einem Geist, von einem alten, vom Urgroßvater. Und dann müssen die quasi, und das geht dann quasi so darauf aus, dass das Kind, also ein Neugeborenes, sterben wird. Auch überflüssig. Von diesem Großvater auf dieses Kind so stark einwirkt. Und dann kämen die quasi auf diesen Friedhof, und das ist quasi ganz abgelegen, und das kommt einer schon sich ganz seltsam vor. Und das Geile ist da, die werden schon so eingeführt als die ultimativen Profis, und das ist schon 1000-mal gemacht, und ach ja, dann graben wir es wieder aus und dann salzen wir es, verbrennen wir es, und dann machen wir unser Ritual und dann gehen wir wieder. Nur da spannst dann schon in dem Moment, wo dieses Tor aufgeht und die Front in dieses riesige Anwesen, wo an diesem riesigen Berg nur ein Grabstein umsteht, dass denen total unwohl ist. Und das ist halt so cool, weil der Film mit sowas eben arbeitet, und da kriegst du selber halt auch, dass du sagst, ja, okay, scheiße, was ist da los, was gespielt der? Was ist da los, was diese Profis jetzt so aus der Fassung bringt? Das fand ich schon mal mega gut. Und dann ist es halt so, dass dieser...
Da ist zum Beispiel so ein Luftholen. Das schneide ich auch manchmal raus, aber da muss ich mal abwägen, ob das dann von der Zeit immer ausreicht. Also manchmal lasse ich es auch drin, mache einen Schnitt und lasse das nur ein- und ausfaden. Das heißt, von der Länge her bleibt es dann gleich. Ah ja, wie schon gesagt, vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der selber schon mal überlegt, ob er sowas macht. Was gar nicht geht, in meinen Augen, ist sowas, dass ihr hier wirklich eine Tonspur komplett weglasst. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch so direkt ankommt, aber ich fahre jetzt da einmal drüber und ihr werdet es merken, bei den Leuten, die gerade ein gutes Audiosystem haben, das wird komplett dumpf. Und das ist auch ganz, ganz schlecht für die Ohren, weil du halt dann wirklich merkst, okay, du wirst gerade beschallt, es ist komplett weg und dann geht's wieder los. Und wenn ich das bei jedem Schnitt so machen hat, praktisch diese leeren Stellen drin lassen würde, dann hast du da so ein ständiges Auf und Ab und dann kriegst extrem Kopfschmerzen. Diese Profis jetzt so aus der Fassung bringt. Das fand ich schon mal mega gut. Findet ihr nur jetzt beim Schnitt schon unangenehm? Fassung bringt. Das fand ich schon mal mega gut. Und dann ist es wieder so, dass dieser Großvater da ausgegraben wird und behandelt wird. Nur, das ist nur der Gipfel vom Eisberg, weil auf diesem Grabhügel existiert noch was anderes, noch was Schlimmeres. Und das ist dann eben der zweite. Das sind zum Beispiel Längen, die können wir auch raus. Das reihe ich aber da auch nicht nah aneinander, weil das ist dann auch wieder scheiße, weil du halt dann irgendwann gar nicht mehr selber an das, wie soll ich sagen, ans Luftholen denkst. Also, wenn ich jetzt hier alles so schneiden würde, dass hier gar keine Längen drin wären, dann wirst du dauerberieselt. Und ich habe das auch schon bei ein paar Podcasts halt dann gemerkt, die halt dann sagen, ja, sie schneiden auch komplett, also sie schneiden auch alles. Das ist 1,5 Stunden Dauerbeschallung. Das kann, also das ist eine, es ist jetzt für mich persönlich ein sehr unangenehmer Stil, weil dann höre ich ehrlich gesagt auch kein Gespräch zu, sondern ich lasse mich jetzt 1,5 Stunden auf Druck von irgendeinem Thema Vollgas beschallen und da kommt man gar nicht dazu, dass man das dann verarbeitet während am Hören. Schlimmeres. Und das ist dann eben der zweite Part von dem Film. Und der eskaliert dann mehr. Am Anfang ist das noch eher, ja, so creepy Grusel. Und am Schluss sagt man dann schon einmal was, da wird es dann auch ein bisschen blutig. Aber wir haben dann auch diese Art, wie sich halt diese, ja, auf diese exotische Art und Weise. Sowas, die Ja's, die schneide ich auch raus. Es gibt halt ein paar Satzverlängerungswörter. Das ist aber jetzt nicht nur bei Mike, also das ist bei mir, beim Kani eigentlich sogar noch schlimmer. Ähm, so Ja's, Alsos und dann oder und ja und lauter solche Geschichten. Das nutzt man natürlich, wenn man gerade überlegt, was sagt man eigentlich. Aber ich denke mal halt für unsere Hörer, ja gut, ihr habt die Möglichkeit, dass ihr hier da einen schöneren Gesprächsfluss bekommen könnt, also mache ich das auch für euch. Diese Art, wie sich halt auf diese exotische Art und Weise, wie die sich die Geister vorstellen, die Motivation vor die Geister und so. Und das ist halt schon mega. Also ich hab wirklich, das war wirklich dann voll gruselig. Am Schluss, am Anfang hast du dieses Unwohlsein, am Schluss wird es dann schon gruselig und ein bisschen Action ist dann noch mit dabei, ein bisschen Blut, wie gesagt. Und ich fand das super. Also mit der dermaßen gut unterhalten, ne? Und ja. Da, und ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, ich mache jetzt hier gerade nichts Falsches. Ich habe jetzt in den hinteren Part nicht reingehört, aber ich vermute jetzt mal, wenn ihr jetzt das einfach so rausschneidet, dann klingt es immer noch gut. Dermaßen gut unterhalten, ne? Stark, kann ich nur empfehlen, Exuma. Und ich hoffe halt auch, dass da noch eine Fortsetzung kam. Du kannst jetzt da mit diesem Thema kannst du einiges machen. Ein paar von diese Profis. Das ist natürlich jetzt auch cool für euch. Da seht ihr also Mini-Ausschläge. Und da habe ich den Film gegoogelt, während der Mike weitergeredet hat, weil das schafft der Mike einfach immer.
er redet über irgendwelche Filme, von denen habe ich noch nie was gehört, habe ich auch noch nie was gelesen, aber er redet da mit so einer Leidenschaft drüber, selbst jetzt bei sowas, wo er sagt, okay, das ist vielleicht nur ein Mittelding oder so, dass ich dann schon Bock drauf habe und dann muss ich immer nebenbei googeln, weil was der Mike manchmal vergisst, ist, dass er den Titel nennt von dem Film. Und das kommt natürlich auch raus. Mit diesem Thema kannst du einiges machen. Was jetzt da mit diesem Thema, Ah, okay. Weiß nicht, ob sie das Herz, aber da ist auch klicken. du kannst jetzt da mit diesem Thema, Das ist jetzt von Mike selber. Ist sehr schwierig, sowas rauszumoperieren und sagen wir mal, das sind dann so Sachen, die lasse ich dann da lieber, weil wenn ich dann versuche, jetzt hier dieses Klicken, zum einen herauszufinden, wo das drin ist und zum anderen das dann rausschneide, dann kann es halt passieren, dass das total komisch und künstlich klingt und dann fällt halt dann auch direkt auf, okay, da haben sie irgendwas rausgeschnitten. Thema kannst du einiges machen. Ein paar von diese Profis überleben das Ganze auch und man kann da super weitermachen. Echt stark. Jumpscares und so sucht man vergeblich. Da ist wirklich der Fokus auf Spannung, Atmosphäre und ja. Da wieder und ja, das kommt raus. Atmosphäre, auch eben der Fokus auf die Figuren, die total sympathisch sind. Du hast verdammt wenig Overacting drin, was ich schon mal sehr gut finde, weil es ja doch alles sehr geerdet ist, das ganze Thema. Und ja, also wir. Und ja, kommt auch raus. Vor allem bei einer Scrollen mit drin war. Das ganze Thema. Also wer The Medium schon tausendmal gesehen hat und wieder mal einen exotischen Exorzismus, Schrägstrich, Geister-Austreibungsfilm sehen möchte, der Schrägstrich. Das komische Mundgeräusch kommt auch raus. Schrägstrich, Geister-Austreibungsfilm sehen möchte, der soll jetzt die Ex-Hummer anschauen. Ist aber kein Found-Footage, oder? Na, diesmal nicht. So. Da war auch wieder klicken. Ich vermute mal, das war der Mike. Footage, oder? Na, diesmal nicht. Weil, so wie du es jetzt gerade erklärt hast, dass sie das natürlich. Ah, diesmal nicht. Weil, so wie du es jetzt gerade erklärt hast, dass sie das natürlich sehr gut für das Format anbieten. Voll, das stimmt. Aber du hast mal auf jeden Fall. So, er kann jetzt überlegen, ob ich halt das A oder M auch komplett rausschneide. Das stimmt. Gut, da kann ich ja zumindest die muss ich kurz schauen. Ich hoffe, ich bin nur live. Ja, doch. Da schneide ich jetzt am liebsten einfach nur dann das M raus, weil, naja, wie schon gesagt, dass wir dann da ab und zu mal überlegen, ist, glaube ich, in Ordnung. Voll, das stimmt. Du hast mal auf jeden Fall da Bock drauf gemacht. Also, ja. Das definitiv. Ich hoffe, weil der ist wirklich wert. Kennst du von. Das ist auch bei uns was ganz, ganz oft vorkommt, diese Überlappungen, wenn jemand was redet. Gerade wenn wir zu dritt sind, ist es brutal. Also das ist jetzt eigentlich hier eine humane Warlex-Folge, weil der Kanye nicht dabei war. Aber gerade wenn wir dann irgendwie groß diskutieren, da ist es dann so, dass man gar nichts versteht. Ich muss auch manchmal abwägen, okay, wer gewinnt. Also praktisch wer gerade das Lustigere gesagt oder das Passendere, weil dann fliegt halt dann auch irgendwas raus. Teilweise ist es so, dass ich es auch aneinander reihen kann, aber da muss man halt dann auch sehr stark aufpassen, dass es dann nur Sinn macht. Und da bin ich auch ganz ehrlich, das ist manchmal dann nicht mehr ganz so einfach, wenn man halt dann schon am Samstag in der 4. Stunde beim Schneiden dann dro sitzt. Schwierig. Ja, Karl Weimers hat schon reingeschrieben, da kann man Trinkspiel draus machen. Kann man. Dann muss ich aber das nächste Mal auf Nacht streamen. Ich glaube, sonst sind wir alle im Arsch.
Und das ist für Samstag in der Früh vielleicht jetzt noch nicht das Ideale. Außer ihr seid gerade irgendwo schon fleißig am Trinken, dann könnt ihr das da machen. Bei jedem das ihr rausschneidet oder so. Oder überhaupt bei jedem Schnitt. Go for it. Ja, noch andere. Ja, das muss ich mir jetzt erst noch hören, was ich da gerade gesagt Also, habe. das definitiv. Ich hoffe, weil der ist wirklich wert. Kennst du von dem Regisseur noch andere Filme? Ich, Da, das ist zum Beispiel so ein das ist absolut überflüssig. Der kann einfach nicht schmatzen. Unglaublich. Das ist übrigens auch was ich ganz oft merke. Es kommt immer darauf an, wann wir aufnehmen und wie fit der Einzelne ist. Weil es gibt teilweise Aufnahmen, da merkst du halt, okay, alle drei kennen eigentlich schon lange ins Bett und dann ergeben teilweise Sätze nicht mehr Sinn oder es häufen sich dann diese Wortwiederholungen. Werden Sätze in die Länge gezogen und lauter solche Geschichten. Das versuche ich tatsächlich dann auch jedes Mal rauszuschneiden. Weiß nicht, ob euch das ab und zu auffällt, aber ich bin zumindest am Ende mit dem Ergebnis immer sehr zufrieden. Filme? ich habe geschaut, da haben einige Filme bei uns noch nicht rausgekommen. Also das ist jetzt einer von den ersten, die jetzt auch synchronisiert rausgekommen sind. Und mit den anderen Sachen, ich habe die schon auch am Schirm, nur da gibt's noch nichts. Weil Aber da diesen- Swaha oder Swaha, The Sixth Finger, The Priest. Ja. Ja, Ja. ist Da, das bietet sich auch, dass man das da in die Mitte schiebt. Priest. Ja. Mhm. Ja. Beziehungsweise das zweite Jahr braucht man gar nicht. Mhm. Er ist schon, also macht auf jeden Fall einen ziemlich geilen Eindruck. Den kompletten vorderen Satz kann man eigentlich auch rausschneiden. Er ist schon, also macht auf jeden Fall einen ziemlich geilen Eindruck. The Priest. Ja. Mhm. Macht auf jeden Fall einen ziemlich geilen Eindruck. Hab ich Bock drauf. Hab ich Bock drauf. Volle Empfehlung. Wo kann man den sehen? Oh, das sind immer ganz gefährliche Fragen bei Mike. Weil teilweise bin ich mir nicht ganz sicher, ob er nicht sämtliche Screener, die wir kriegen, immer heimlich schon guckt. Dann fragen wir im Podcast, wo hast denn du das gesehen? Volle Empfehlung. Wo kann man den sehen? Volle Empfehlung. Wo kann man den sehen? Mal, den habe ich mal gekauft, ne? Genau. Oft, ne? Oh, Den habe ich mir halt leider ganz traditionell gekauft. mei. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ah, okay, da kann man aber sie ja ausleihen bei Prime und bei Apple. Ah, okay. Ja. Ich glaube, ich habe euch jetzt schon so ziemlich mal alle Beispiele genannt. Ich schneide jetzt nur ein bisschen. Ihr könnt jetzt den Chat nur nutzen und reinschreiben, ob es irgendwas gibt, was euch interessiert. Dann beantworte ich das nur. Aber ich glaube, dass für euch das langweilig ist, wenn ihr jetzt da wirklich bis zum Schluss durchschneidet. Ihr könnt mir das aber natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, beziehungsweise in den Chat, ob ich schon nur ein bisschen live bleiben soll. Weil ansonsten da nämlich dann das langsam mal wieder beenden. Ausleihen bei Prime und bei Apple. Ah, okay. Ja. 4 Euro, leid es Ah. locker. Aber nicht Bitte. kaufen, Leute. Kauft es nicht, weil die kennen euch trotzdem nicht. Auch wenn sie aber nicht Bitte. kaufen, Leute. Kauft es nicht, weil die kennen euch trotzdem nicht. Auch wenn sie es kauft, digital, die kennen euch trotzdem nicht. Wie? Ja. Du, ich will trotzdem nicht. Wie? Ja, du, ich will jetzt mir eine CD von Rotten Sound, wollte ich mir wieder mal eine CD hören. Die habe ich mir auch damals nur als Download gekauft. Und Da auch wieder komplett überflüssig.
dort gekauft. Dabei klicke ich hier und möchte es runterladen, so, dann heißt ja, sie haben keinen Zugriff mehr auf dieses Album und so. Und dabei haben da irgendwelche Rechte erloschen oder was weiß ich. Jetzt habe ich keinen Zugriff mehr auf dieses Album, das mir 7 Euro, was weiß ich, kostet hat. Unglaublich. Bam. Von wegen, das kehrt da. Scheißdreck. Ja, es ist mal schon bei ein paar Michael Moore-Dokus gegangen bei Prime. Aber mit den Dokus ist es immer so. Den Doku-Part von mir habt ihr leider schon verpasst. Der war dieses Mal relativ weit vorn bei den Rolex. Der hat sich aber gefreien. Vor allem, wenn der Seppi nur da ist. Seppi, das habe ich extra für die gemacht. Musst unbedingt reinhören. Ich habe auch schon angekündigt, ich mache sehr gerne mit dir eine Folge auch noch mal extra drüber. Du wirst ja jetzt schon denken können, um was es ging. Doch. Ja. Bist schaust dann weg. Bist ja echt brutal. Echt brutal. Das braucht, glaube ich, auch keiner. Bist ja, ist echt brutal. Ist echt brutal. Oh, ein Huster haben wir auch noch nicht gehabt. Hey, ihr kriegt ja hier die volle Ladung Möglichkeiten, was ich immer hier wegschneidet. Das ist ja toll. Brutal. Ist echt brutal. Gut, hier auch wieder Wortwiederholung. Brauchen wir auch alles nicht. Bisschen Satzwiederholung. Brutal. So, jetzt muss ich wieder. Du weißt was, ich hau jetzt schnell noch den Digimon-Film raus. Ah ja, genau. Es geht natürlich um Digimon. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal angekündigt, dass ich da relativ süchtig aktuell bin. Und da habe ich einiges geguckt. Ah ja, das, was ich hier gerade noch gemacht habe. Und ich glaube, das ist jetzt auch das Letzte, was ich erkläre, weil zumindest im Chat passiert nicht mehr viel. Ich habe hier einen Kapitelmarker reingesetzt, weil ich weiß ja jetzt nicht, wer sich das immer auf YouTube anschaut und wem da auch schon aufgefallen ist, dass ja da verschiedene Bilder kämen. Bei den Rolex und auch früher beim Talkthrough, da habe ich pro unterschiedlichen Thema einen eigenen Kapitelmarker reingenommen. Das ist natürlich für euch dann super, wenn ihr euch dann die Folge anschaut und irgendwo hinspringen wollt, dass ihr dann schon seht, wo kommt das ungefähr. Und mache eben dann da auch nochmal ein eigenes Bild. Ich glaube, jetzt höre ja auf, dass ich euch hier das Schnittprogramm teile. Weil es ist nämlich so, wenn ich jetzt fertig bin mit dem Schneiden, dann freue ich mich immer extrem, weil ich immer denke, yeah, cool, ich habe nur den halben Samstag vor mir. Und dann fällt mir ein, Moment, das war Rolex, da muss ich jetzt so Bilder machen. Und die Bilder zu machen, das ist eigentlich dann fast schon wieder eine Folge für sich. Und das wäre wahrscheinlich auch sehr interessant, weil ihr mir dann da sagen könnt, was eigentlich bei euch ankommt und was nicht. Also was euch da begeistert und was nicht. Aber ja, jetzt habt ihr halt mal einen kleinen Einblick bekommen, wie denn das funktioniert mit dem Schneiden. Und für alle, die sich jetzt tatsächlich eher für das Schnittprogramm interessiert haben und da eigene Erfahrungen gemacht haben, schreibt es auch gerne in die Kommentare mit, was schneidet ihr, was sind so eure Erfahrungen. Habe ich vielleicht auf irgendwas nicht geachtet? Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, Alter, ihr habt noch nie so einen dilettantischen Cutter gesehen. Ich mache das ja auch nicht hauptberuflich. Ich mache das ja jetzt nur erst seit 260 Folgen. Und ansonsten, ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam für euch. Ich freue mich über jeden Kommentar und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt dieses graue Wetter da draußen und ja, bis zum nächsten Mal. Adieu.